Herr Walser ist ein echter Geschäftsmann. Sein Ziel ist es, viel Geld zu verdienen. Herr Walser hat keine Zeit, Sport zu machen. Er findet es nicht wichtig, Bücher zu lesen. Er vergisst, seine Freunde zu treffen. Es ist besser, nicht so wie Herr Walser zu sein. Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Sätze mit dem Infinitiv plus zu. Wir sehen ein paar Sätze aus dem Intro und ein paar neue Sätze. Hier haben wir: Sein Ziel ist es, viel Geld zu verdienen. Hier sehen wir sein Ziel, das ist ein Nomen, und hier haben wir die Erklärung, was genau sein Ziel ist. Und wir haben zu und am Ende des Satzes den Infinitiv. Sein Ziel ist es, viel Geld zu verdienen. Auch dieser Satz ist aus dem Intro. Herr Walser hat keine Zeit, Sport zu machen. Zeit ist auch so wie das Wort Ziel ein Nomen. Und hier im Infinitivsatz haben wir die Erklärung. Wofür hat Herr Walser keine Zeit? Er hat keine Zeit, Sport zu machen. Achtung, wieder zu und ganz am Ende vom Satz der Infinitiv. Herr Walser hat keine Zeit, Sport zu machen. Hier sehen wir noch ein drittes Beispiel. Lindas Traum ist es, Astronautin zu werden. Lindas Traum, auch das Wort Traum, ist ein Nomen. Sehen wir uns diesen Satz an. Okay, also wir haben hier den Hauptsatz Lindas Traum ist es und hier erklären wir, hier definieren wir, was genau der Traum von Linda ist. Lindas Traum ist es, Astronautin zu werden. Und Achtung, hier das zu und ganz am Ende vom Satz der Infinitiv. Hier haben wir wieder einen Satz aus dem Intro. Er findet es nicht wichtig, Bücher zu lesen. Dieser Satz ist ein bisschen anders, weil das Wort wichtig ein Adjektiv ist. Und jetzt fragen wir uns, was findet Herr Walser nicht wichtig? Das hier, Bücher zu lesen. Er findet es nicht wichtig, Bücher zu lesen. Hier haben wir einen anderen Satz mit einem Adjektiv. Paula findet es langweilig, die Wohnung aufzuräumen. Paula findet es langweilig
Und jetzt interessiert uns die Frage, was genau findet Paula langweilig? Diese Aktivität, nämlich die Wohnung aufräumen. Achtung, hier ist etwas speziell, nämlich hier das Element zu steht hier nach auf und vor dem Infinitiv räumen. Das ist deshalb, weil das Verb aufräumen ein trennbares Verb ist. Das Verb aufräumen ist trennbar und der komplette Satz ist: Paula findet es langweilig, die Wohnung aufzuräumen. Hier haben wir wieder einen Satz aus dem Intro. Er vergisst, seine Freunde zu treffen. Hier haben wir eine andere Situation, denn das Wort vergisst ist ein Verb. Und jetzt interessiert uns die Frage, was vergisst Herr Walser? Das hier, seine Freunde zu treffen. Und wie immer haben wir zu und ganz am Ende das Verb im Infinitiv. Er vergisst, seine Freunde zu treffen. Unser letzter Satz von heute ist: Ich freue mich, dich kennenzulernen. Sich freuen ist ein Verb. So, und hier haben wir den Hauptsatz: Ich freue mich. Ich bin glücklich, ich habe eine positive Emotion und wir fragen uns, warum oder was freut mich? Es freut mich, hier dich zu treffen oder eben dich kennenzulernen. Auch hier haben wir das zu in der Mitte und lernen ganz am Ende des Satzes im Infinitiv. Das Verb kennenlernen funktioniert gleich wie trennbare Verben. Und aus diesem Grund sagen wir: Ich freue mich, dich kennenzulernen. Okay. Der letzte Teil von unserem Video ist wie immer eine Übung für dich. Wir haben hier 3 Fragen und du kannst uns gerne deine Antworten in die Kommentare schreiben und wir machen eine Korrektur. Erstens, was ist dein Ziel? Zweitens, was findest du nicht wichtig? Und drittens, was vergisst du manchmal? Wir hoffen natürlich, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, gib uns einen Daumen nach oben und folge unserem Kanal, damit du immer informiert bist, wenn wir neue Videos produzieren und publizieren. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Beispiele. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.